Unsere Geschichte beginnt in den 1880er Jahren in einem Dorf namens Merkholz in der Region Kiespöld im Norden Luxemburgs. Hier fingen die Einwohner an, Grauwacke, den sogenannten Hasselstein, abzubauen, um ihn für verschiedene Bauvorhaben, wie zum Beispiel als Splitt für den Straßenbau, zu nutzen. So entstand die Idee, den natürlichen Reichtum des Landes zu verwerten. Im Jahr 1904 begann deshalb die damalige Verwaltung der Staatsgebäude, Grundstücke in Merkholz zu erwerben, um dort einen Steinbruch zu errichten. Nach den im Juli 1908 veröffentlichten Ausschreibungen konnte der Steinbruch im Mai 1910 erstmalig in Betrieb genommen werden. Und so funktionierte er. Anfangs schlugen die Männer das Gestein per Hand aus der Felswand, doch dies war eine beschwerliche und gefährliche Arbeit. Es musste eine andere Lösung her, mit der die benötigte Energie erzeugt werden konnte. So entstand die Idee, Löcher für Sprengstoff in den Felsen zu bohren. Neben dem Turbinenhaus wurden ein Kanal und ein Staudamm angelegt. Die mit Wasserkraft betriebenen Turbinen, die über einen Keilriemen mit dem Kompressor verbunden waren, erzeugten die für das Bohren der Löcher benötigte Pressluft. Sobald die Löcher gebohrt waren, musste nur noch das Dynamit hineingeschoben werden und der Felsen konnte gesprengt werden. Die herausgesprengten Steinblöcke wurden dann per Hand in die Loren verfrachtet, die mit einer Dampfmaschine betriebenen Drahtseilbahn bis zum Brecherhaus befördert wurden. Die Arbeiter mussten nur noch den Inhalt der Lore in einen der Brecher schütten, der das Felsgestein von Brechbacken in Stücke zerkleinerte. Anschließend wurden Leben- und Abfallprodukte wie Steinmehl, Feinkies und Grobsplitt mit einer Siebtrommel herausgesiebt. Steine mit einer Korngröße von 2 bis 6 Zentimetern konnten für den Straßenbau verwendet werden, sodass größeres Abbaugut erneut gebrochen wurde. Die größten Gesteinsstücke wurden mit einer Lokomotive über die Bahnstrecke der Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellschaft, an die der Steinbruch 1916 angebunden wurde, in den Süden des Landes befördert. Kleineres Abbaugut wurde vor Ort gelagert und verkauft. Der Steinbruch blieb etwa 50 Jahre in Betrieb, sogar während der Kriege. Im Laufe der Zeit wurden zusätzliche Gebäude errichtet. 1961 wurde der Steinbruch aufgrund seiner schwindenden Rentabilität geschlossen und das Werk nach und nach abgebaut. Im Laufe der Jahre hat die Natur das Gebiet zurückerobert und es wurde zu einem neuen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Heute gehört ein Teil des ehemaligen Steinbruchs zu Natura 2000, einem zusammenhängenden Netz von Schutzgebieten innerhalb Europas. Es bietet den kostbarsten und am meisten bedrohten Arten Zuflucht und Lebensraum.